Kurzer Nachtrag zur letzten Aufnahme. Wie du siehst, ich bin jetzt im Kriegsaktivposten drinnen und du siehst ja, was wir jetzt in der Zwischenzeit schon angehäuft haben. Die Geschichte ist noch lange nicht fertig und das war jetzt sensationell geil. Ich saß jetzt knapp 20 Minuten da mit einer Gänsehaut. Wow, wow, wow. Was ich noch sagen wollte, falls ihr so storylastige Spiele kennt, die ich vielleicht noch nicht kennen kann oder können oder so irgendwie, sagt mir bitte Bescheid. Ich will bitte mehr davon, weil das war ja jetzt sowas von geil. Alter Verwalter. Na gut. Wir sind aber auf der Citadel noch lange nicht fertig. Wir müssen da jetzt hinfliegen. Alter, scheiß mich an. War das jetzt geil? Feier ich gerade. Diese ganzen Aktivposten hier müssen wir auch noch alle machen. Alter, das wird noch ein Spaß werden. Aber vorerst mal ab zur Citadel. Wir müssen dort noch einiges erledigen. Genau. Kostet Dock 42. Ich überlege nur gerade. Andocken. Allianz Docks, Dock 42. Wir übergeben hiermit Ihre Andock-Freigabe an einen Allianzbeamten. Das passt. Kaum wieder in Aktion will uns die Allianz schon ein Halsband umlegen. So heißen wir Sie eben willkommen, Flight Lieutenant. Ja, Ma'am. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Erlaubnis erteilt. Sollen wir ein privates Transportmittel bereitstellen? Nein, nicht nötig. Die Navigation wird aufgrund der Anzahl von Flüchtlingsschiffen im Dockbereich zunehmend schwieriger. Schwere Verluste bei den Menschen nach Angriffen der Reaper-Truppen auf die Kolonien Elysium, Tiptree und Zeus Hope. Wahnsinn. Soldat? Ich habe auf Garvuk proteanische Datenlaufwerke gefunden. Ich lasse sie herbringen. Commander Shepard. Danke. Das wird sicher eine große Hilfe sein bei der Operation, die wir gerade durchführen. Anführer Earthnot Rex sagte, seine Unterstützung der Turianer sei der Beweis dafür, dass die Kroganer für eine Rückkehr auf die Citadel Wow. Ja, weißt was? Genau das können wir machen. Wir werden die Citadel mal absuchen. Wir haben ja einiges. Ja. Weißt was? Wir sparen die Punkte noch. So machen wir's. Missionsüberblick. Älteste zuerst, bitte. Wir werden die Citadel durchsuchen oder untersuchen und werden schauen, dass Haben wir... Sie herausgefunden, wie man ÖLG-Raumschiffe ohne E-Zero-Kern betreibt, Private Talavi? Nein, Ma'am. Dieser Auftrag ist keine Übung mehr. Der Geheimdienst erwartet einen Cerberus-Angriff. Cerberus? Gibt es ein Problem? Ich dachte, wir kämpfen gegen die Reaper, Ma'am. In einer Woche vielleicht. Warten Sie es ab. Aha. Ja, lass mich vorbei. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Shepard, wenn Ihnen danach ist, könnten wir zur Abwechslung auch mal was unternehmen, das Spaß macht. Also Garus mit dir, ja. Ah, Gatto. Ich sag das. Zu tun haben wir ja nichts. Fahrstuhl benutzen. Sagen Sie einfach Bescheid, wenn Sie bereit sind, eine Pause zu machen. Natürlich, natürlich. Mit dir immer, Garus. Du coole Socke. des Allianztruppen gelungen, die Energieversorgung eines wichtigen Treibstoffdepots auf Syon wiederherzustellen. Ich schau nur gerade, wo wir uns anstellen müssen. Schwere Verluste bei den Menschen nach Angriffen der Reaper-Truppen auf die Kolonien Elysium, Tiptree und Zeus Hope.
wo wir Missionen abgeben können. Hier hat's ja funktioniert. Da kriegt selbst der größte Reaper einen Tripper. Ein bisschen. Nochmals danke, Commander. Okay. Ich weiß Ihre Unterstützung zu schätzen. Ja, ich auch. Nein. Sagen Sie einfach Bescheid, wenn Sie bereit sind, eine Pause zu machen. Natürlich, natürlich, Garus. Natürlich. Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Präsidiumsunterhaus. Wartebereich, das... Für Sie von Interesse markierte Bereiche sind im Fahrstuhlmenü hervorgehoben. Mensch, das ist aber süß von dir. Einen Moment, Citadel-Botschaften. bitte. Wir haben jetzt knapp 6 Stunden. 5 Ankunft bis... bei den Präsidiumsbotschaften. Wir haben jetzt knapp 5 bis 6 Stunden Story hinter uns. Samara? Ich hatte gehofft, Sie kommen. Ich bleibe nicht mehr lang. Was machen Sie auf der Citadel, Samara? Ich wollte mich wohl verabschieden. Falair ist sicher. Und Rila ruht. Ich musste mit Ihnen reden, bevor ich in den Kampf ziehe. Es gibt niemanden, der uns in unseren letzten Stunden besser anführen könnte als Sie. Die Galaxie wird stolz auf uns sein. Wir haben die größte Flotte der Geschichte. Beeindruckend. Die meisten hätten dieses Bündnis für unmöglich gehalten. Aber Shepard, vergewissern Sie sich von der Stärke Ihrer Truppen, bevor Sie losziehen. Was tun die anderen Justikarinnen für den Krieg? Die meisten sind zu Hause und versuchen, Tessia zu halten. So wie unsere Chancen stehen, wird es unseren Orden nach diesem Krieg nicht mehr geben. Sind sie nur so wenige? Wir waren nie viele. Wir müssen darauf vorbereitet sein, uns zu opfern, falls es erforderlich ist. Waren Justikarinnen sinnvoll, wenn alles so endet? Die Justikarinnen sollten Ordnung in einer Welt schaffen, die darüber aber nur lacht. Man ist allein und führt ein Leben, das so hart ist, dass es oft Schmerzen bereitet. Aber ich bereue das Leben für den Kodex nicht. Halten Sie davon, was Sie wollen. Ich habe nie gefragt, ob Ihr Kodex beim Kampf gegen die Reaper helfen kann. Sie sind wie jeder Feind. Zeigen Sie keine Gnade und keine Schwäche. Der einzige Unterschied liegt in der Größe. Der Kodex ist zu strikt für derlei kleine Unterschiede. Sehen Sie das auch so? Sie haben einen Reaper auf der Citadel und einen auf Tuchanka getötet. Daran nehme ich mir ein Beispiel. Kommt Falair in dem Kloster zurecht? Oder was davon übrig ist? Wir haben uns unterhalten, es wird nicht leicht. Aber wenn jemand überleben kann, dann Falair. Es war schön, Sie wiederzusehen. Vielleicht sollte eine Justikarin nicht so viel Wert auf Familie legen. Es freut mich, dass alles gut ist. Zum Glück hatte Falair einen so klaren Blick. Ohne ihr Eingreifen hätte sich das alles völlig anders entwickelt. Vielen Dank. Viel Glück, Samara. Für Sie auch. Ich weiß nicht, ob Sie an sowas glauben. Aber die Göttin sei mit Ihnen, Shepard. Uns beide erwartet bald die Feuerprobe. Den Flüchtlingslagern auf der Citadel gehen langsam die Ressourcen aus. Und der Rat meldet, dass es schon bald zu Lebensmittelarbeit kommen könnte. Ach ja, ich werde sie vermissen, die Samara. Warte ein bisschen. Aber wir müssen da ein bisschen durchschauen. Ob wir vielleicht wen finden, wo wir was abgeben können.
Ja, hättest du nicht geheiratet, hätte sie dich wahrscheinlich nicht verstoßen, deine Familie. Na gut. Aber vorher konnten Allianztruppen sämtliche Studenten evakuieren. Was haben wir hier? Während die Allianz schwere Verluste hinnehmen muss, haben kroganische Truppen Botschaft der Menschen. den Rücken gestärkt. Teilen Sie bitte dem Primat mit, dass das Wohlprotektorat das Allianzprojekt unterstützen möchte. Wir hatten einen proteanischen Obelisken, der sicher nützlich gewesen wäre. Leider ging er im Würgeschlund verloren. Dennoch sind wir entschlossen, sowohl dem Turianischen Reich als auch der Allianz der Menschen zu helfen. Ich glaube, ich habe den Obelisken, den Sie erwähnt haben, aus dem Würgeschlund beschafft. Sie finden ihn in Bucht D24. Wirklich? Danke, Erdenclan. Falls Ihr Volk zufällig gerade mit einem geheimen Bauprojekt befasst wäre, könnte dieser Obelisk bestimmt von Nutzen sein. Ich werde es mir merken. Boah, so schnell kann man Dinge loswerden. Botschaft der Menschen. Wer bist du? Also es ist Schabik. Tolle Aussicht, was? Während unseres Krieges wurde dieser Ort für mein Volk zum Mythos. Ein Traum aus Gedächtnisscherben. Die Citadel war das Herz unserer Zivilisation und ihr Untergang. Hier begann der Angriff der Reaper, richtig? Niemand, den ich kannte, hatte die Citadel je gesehen. Jetzt hier zu stehen, ich weiß nicht. Es mag unbedeutend klingen, aber ein Proteaner steht auf der Citadel und er lebt. Das allein ist schon ein Sieg. Mag sein. In den dunkelsten Stunden haben wir Geschichten über die Wunder dieses Ortes erzählt. Der Sitz unseres Reiches. Die Macht über Welten. Die Galaxie gehörte uns. Heute haben hier viele Spezies Botschaften. Sie teilen also wirklich die Macht mit anderen? Es ist nicht perfekt, aber es bewahrt den Frieden. Meistens. Verzeihung. Diese Person hat zugehört und vermutet, dass Sie ein Proteaner sind. Ein Hanar. Ich erinnere mich an ihre Art, da waren sie noch kleine Fische im Ozean. Diese Person ist unwürdig. Sie hat das Antlitz eines Entflammten geschaut. Sie halten ihre Spezies für ihre Götter. Schade, dass wir ihnen sprachlich so wenig beigebracht haben. Sind Sie wirklich ein Proteaner? Ja. Aber wenn Sie den Krieg verloren haben, welche Hoffnung bleibt dann uns? Vielen wird wohl gar nichts bleiben. Die Reaper haben in meinem Zyklus Billionen getötet. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber noch leben sie. Das allein ist schon ein Wunder. Und sie haben die Kraft zu kämpfen. Mein Volk kannte sie, als sie noch jung waren. Turianer, Asari, Hanar, sie alle hatten Potenzial. Jetzt müssen sie das ausschöpfen und zur Waffe werden, wie es ihnen vorbestimmt ist, damit die Reaper wissen, dass wir keine Maschinen sind. Wir leben und wir setzen uns zur Wehr. Danke. Das bedeutet mir viel. Commander Shepard, es muss eine Ehre sein, dass ein Proteaner an Ihrer Seite kämpft. Er findet sich langsam zurecht. Javik ist einer der besten Soldaten, die ich je gesehen habe. Der Commander ist auch eine fähige Kriegerin. Für einen Menschen, der einst in Höhlen gelebt hat. Danke, Commander. Ich habe meine Zeit hier genossen, mitten unter den jungen Leuten. Wir sehen uns dann auf der Normandy. Ach, schön. Okay. Ich glaube, hier sind wir soweit fertig. Jetzt haben wir da noch den Garus. Schwere Verluste bei den Menschen nach Angriffen der Reaper-Truppen auf die
Wir schauen gleich in die nächste Abteilung. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen was loswerden. Vektorstatus erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Wir müssen jetzt ein bisschen was loswerden. Präsidiumsunterhaus. Da waren wir schon lange nicht mehr. Mal schauen. Ja, warte mal. Den Udiner haben wir ganz zu Beginn irgendwann mal zum Jordan geschickt. Ne? Ne? Nicht wahr? In die ewigen Jagdgründe. Mhm. Aber nicht als Jäger. Auch dort braucht man Beute zum Schießen. Es ist mein Geld und ich löse mein Konto auf. Ihr Konto hilft, die Verteidigung der Citadel zu finanzieren. Wenn Sie es auflösen und das Geld unter Ihrem Bett verstecken, schadet das den Kriegsbemühungen. Und wenn Cerberus wieder angreift und die Citadel erobert, ist mein Geld weg. Meine Risiken trage ich lieber selber, besten Dank. Sie verlassen also die Citadel? Zur Zuflucht vielleicht? Wenn Sie dem Rat vertrauen, bleiben Sie hier. Warum sollte ich ihm vertrauen? Er konnte Cerberus nicht aufhalten. Was will er dann gegen die Reaper anrichten? Gar nichts. Wenn Sie Ihr Geld nehmen und sich verkriechen. Haben Sie Palaven gesehen? Oder die Erde? Sie können diesem Krieg nicht entfliehen. Und hier haben Sie wenigstens den Rat, der für Sie kämpft. Aber für diesen Kampf wird Geld benötigt. Geld, das diese Bank dem Rat mit Konten wie dem Ihren leiht. Arsenalvorräte, da schauen wir gleich rein. Ich löse das Konto nicht auf. Wütender Buchhalter. Der hält aber kein Buch. Ich habe das Buch von Planix zurückgeholt. Es wartet in Bucht D24 auf Sie. Erdenclan. Das ist ein unbezahlbares Geschenk. Ja, bitteschön. Vielen Dank. Ja, gern geschehen. Ihr helft damit meinem Volk, sich an sich selbst zu erinnern. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Wenn Sie jetzt schon an Gedächtnisschwund leiden, kann das ja nur das Leid lindern. Okay, grüß dich, du kannst nix, du bist auch nix. Hast du was für mich? Nö. Hast du was für mich? Nö. Okay, Wissenschaftler. Ich glaube, ich weiß, von welchem Projekt Sie sprechen. Und ich habe eine Hesperia-Statue in Bucht D24. Commander Shepard, das ist ja fantastisch. Ich lasse Sie umgehend zum Projekt schicken. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Erst Shepard, du bist ja richtig wissensgeile Sau, das habe ich gar nicht gewusst. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Aber ich will trotzdem noch ein bisschen rumspazieren und einkaufen möchte ich auch noch. Habt ihr irgendwas für mich? Nö. Mühe sich die Ärzte geben, um dieses Terroristenschwein am Leben zu halten. Er liegt auf der Intensivstation? Cerberus hat ihn angeschossen. Sie glauben, er sei lediglich ein weiteres Opfer. Citadel, wütender Batarianer, ein Verwundeter. Spectre Terminal aktualisiert. Ich wusste es ja, dass es sich auszahlt, hier nochmal durchgehen. Narl. Wir müssen nochmal einkaufen. Dir sage ich's. Wir geben heute noch so viel Geld aus. Bombe oder Geschütz? Wie viele diesmal? Räumen Sie den Bereich, bis alles durchsucht ist. Wir müssen einen Weg finden, Ihre Tech zu finden und sicher abzuschalten. Nein, E-Verbrechen hat immer noch nichts. Die Tech von den Leichen einiger Cerberus-Techniker hat sich selbst zerstört, als wir sie auseinandernehmen wollten. Viel können wir nicht tun, außer die Reste einzusammeln, wenn wieder so ein Geschütz seine Mutter und ihre Kinder niedermäht. Das sind Steuerungspläne für Cerberus-Geschütze. Hilft Ihnen das weiter? Aber sicher, verdammt. E-Verbrechen soll sich damit beschäftigen. Vielleicht finden wir damit sogar die kleinen Geschenke, die Cerberus uns hinterlassen hat. Vielen Dank. Dadurch werden Leben gerettet. Geil. Wieder was geschafft. Alter, das geht dahin heute. Tatort weist große Brandflecke auf, anscheinend 3 Todesopfer. Der gesamte Bereich wurde kurz und klein geschossen. Präzise Schüsse. Ich habe gehört, dass die Geth Störtürme einsetzen, um die automatische Zielerfassung zu verhindern. Wenn wir diese Tech hätten, würde das beim nächsten Angriff auf die Citadel bestimmt ein paar Leben retten. Das hier habe ich aus einem Störturm der Geth.
Vielleicht können Sie ja was damit anfangen. Wie zum Teufel sind Sie... Schon gut. Bei so einer Tech ist mir völlig egal, wo sie herkommt. Meine Leute werden sich das genau ansehen. Und wenn der Krieg wieder hierher kommen sollte, können wir vielleicht mehr Leben retten. Geil, geil. Jetzt geht's bergauf. Wenn Sie meine Sicherheitsvideos wollen, bringen Sie mir einen Gerichtsbeschluss. Sie behindern meine Arbeit? Diese Videos könnten entscheidend für den Kriegsverlauf sein. Ich bezweifle, dass die Agenten der Reaper ihre Geschäfte in meinem Café abwickeln. Wir wollen sie doch nur beschützen. Und sie leisten dabei großartige Arbeit. Sehen Sie die Brandflecke? Genau da hat Cerberus eine meiner Bedienungen getötet. Und wo waren Sie? Hey, ich habe auch Freunde verloren. Wenn Sie die Cerberus-Informanten finden wollen, die dafür verantwortlich sind, dann geben Sie mir die Videos. Wir sind im Krieg. Wenn Ihnen die Sicherheit der Citadel etwas bedeutet, dann helfen Sie C-Sicherheit, wann immer Sie können. Danke, Commander. Ich habe einige hochstehende Gäste. Wenn herauskommt, dass ich Sie an C-Sicherheit verpfeife. Glauben Sie wirklich, mich interessieren im Moment Insidergeschäfte oder Elektronikschmuck? Ich bin hinter den Dreckskerlen her, die die Citadel angegriffen haben. Sonst nichts. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Also gut, nur... hoffentlich hilft's. Na bitteschön. Und ich habe ein hochstehendes Teil zwischen den Beinen. Also stell dich nicht so an, du Trottel. Hier haben wir nichts. Hier haben wir auch nichts. Habt ihr was für mich? Nö, ihr habt auch nichts außer Blödsgeschau. War das war so eine erfolgreiche Runde gerade. Ein paar Stunden länger graben und wir hätten den Obelisken von Karsa gehabt. Ich weiß, dass der Hades Nexus gesperrt ist. Ich bin ja kein Idiot. Aber verdammt nochmal, die Allianz braucht das Ding jetzt. Der Obelisk von Karsa soll Übersetzungen der proteanischen Sprache enthalten. Quasi ein Sprachlernprogramm für Proteanisch. Bedenken Sie doch, wie viel mehr wir damit verstehen würden. Okay. Wohngebiet. Meridianmarktplatz. Du hast auch nichts. Du hast auch nichts. Okay. Hier scheint es wohl ein Massaker gegeben zu haben. Mein Name ist Tasha Poray. Natürlich. P-O-R-A-E. Nein, mir ist klar, dass Sie mir nicht sagen dürfen, wo sie im Einsatz war. Können Sie mir sagen, ob sie Befehl hat, keine Verbindung mit ihrer Familie aufzunehmen? Es ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal von ihr gehört habe. Ja. Aber wenn sie verletzt wäre, würde ich verständigt, oder? Ja, ich bin als Ihre Bindungspartnerin eingetragen. Ja, ich bleibe dran. Ihr Name ist Tasha Poray. Aha. Natürlich. Ja, jetzt wiederholst dich aber. Jetzt wird's langweilig. Nein, mir ist klar, dass Sie mir nicht sagen dürfen. Okay. Was hat's hier? Aha, hier wurde ein bisschen geballert. Willkommen bei Kassa Fabrication Waffen. Ach du Scheiße. Nahkampf. Wenn Sie das Beste wollen, kommen Sie zu Kassa. Oje, oje. Danke, dass Sie bei Kassa Fabrication Waffen eingekauft haben. Ich habe noch nichts gekauft, aber mich interessieren andere Dinge. Nos Astra Sportartikel. Willkommen bei Nos Astra Sportartikel. Aha, und sowas findet man... Ja, ich sag schon nichts mehr. Wer klug schießt, schießt mit Nos Astra. Kollektorenpanzerung. Unser Angebot umfasst auch seltene Technologie-Upgrades aus den Terminus-Systemen. Haben wir die nicht schon? Nein, oder? Alle lizenzierten Jägerinnen erhalten auf Anfrage einen Profi-Rabatt. Kraftschaden. Wer klug schießt, schießt mit Nos Astra. Weißt du was, ich nehme die Kollektorenpanzerung einfach mit. Unser Angebot umfasst auch seltene Technologie-Upgrades aus den Terminus-Systemen. Wow. Heiliges Kanonenrohr. Hast du was? Liara. Wollen Sie wirklich nicht etwas Aufregenderes unternehmen? Ich liebe diesen Teil des Präsidiums. Erinnert mich an meine Kindheit. Wo war das? Amali, auf Tessia. Meine Mutter und ich wohnten bei einem Park. Ich war oft dort. Und taten was?
Lesen, erkunden, Ärger kriegen, weil ich im Gras Ruinen ausgraben wollte. Sie machen Witze. Ich war sehr jung. Das ist ja wirklich allerliebst. Das dachte sonst keiner. Oh, die Strafpredigt meiner Mutter. Aber am nächsten Tag bekam ich mein erstes Geschichtsbuch. Ich vermisse sie. Wie war sie? Sie war selbstbewusst und freundlich. Sie trug gerne Gelb. Für mich war sie die schönste Frau der Welt. Wird schon wieder, Liara. Vermutlich. Danke, Shepard. Es geht mir schon besser. Ich wünschte, wir könnten mehr Zeit so verbringen. Als Freunde. Naja, ihr kleinen Schweinchen da draußen. Wir passen gut zusammen, Liara. Shepard, ich dachte nicht... Obwohl ich... Also, ich könnte mir schon... Tut mir leid. Kein Druck. Nein, ich kann Ihnen sofort antworten. Ich mag Sie auch, Shepard. Und es würde mir sehr gefallen. Mir auch. Mein Gott. Das ist aber die einzige Bindung, die wir eingehen werden, ihr kleinen Schweinchen. Nee, Liara ist ja süß. Die Liara ist schon eine Süße. Der Gewinn aus sämtlichen Verkäufen geht an die Truppenhilfe auf Palaven. Waffenschaden und Kopfschussschaden. Ausrüstung zu vernünftigen Preisen. Das ist Cypritin. Schilde plus 10. Alle Produkte von Ach du meine Güte. haben eine lebenslange Garantie auf Schussleistung. Willkommen bei Aegor-Munition. Ich habe schon gesehen, da werden wir noch... Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das wird so lang dauern. Ach, Scheiße. Aegor-Munition. Unsere Angebote sieht man nicht mal kommen. Nein, wirklich? Was war denn das? Waffensch... Kundendienstexperten sind stets am Ankauf neuer Technologien interessiert. Beachten 10%? Sie beim Kraftschaden? Kauf von Ausrüstung bitte die geltenden Danke, dass Sie bei Richtlinien Aegor-Munition eingekauft haben. Seite. Und um was ist hier gegangen? Besorgter Händler. Wütender Händler, besorgter Händler. Würde ein Haufen Zivilisten, der auf alles ballert, was sich bewegt, die Citadel sicherer machen? Der Commander hat recht. Vielleicht sollte der Rat eine zivile Miliz mit ordentlicher Ausbildung aufstellen. Sonst geraten sie nur in Panik und gehen am Ende noch selbst drauf. Ich will doch nur, dass die Leute sicher sind. Ich weiß, aber C-Sicherheit in Frage zu stellen, ist der falsche Weg. Wie wär's, wenn wir den Vorschlag machen, eine Miliz aufzustellen? Okay, das wäre immerhin etwas. Die Grissom-Akademie wurde bei dem Angriff auf Elysium ebenfalls von den Reapern eingenommen. Aber vorher konnten Allianztruppen sämtliche Studenten evakuieren. Toll, und von mir wird wieder nichts gesagt. Was war hier? Achso, das waren die. Das war die. Ja, natürlich, natürlich. Commander Shepard, haben Sie kurz Zeit? Kann ich Ihnen helfen? Jordan Knowles, E-Verbrechen. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Commander. Ein Saboteur hackt wichtige Systeme. Energie, Kommunikation. Es ist schlimm. Falls Sie Zeit haben zu helfen, überprüfen Sie bitte diese Konsole. Ich hab's. Sieht aus wie eine Sammlung von Zugangscodes. Es sind batarianische Diplomatencodes aus der Zeit, als Sie noch eine Botschaft auf der Citadel hatten. Falls Sie sie mit Ihrem Spectre-Zugang finden, kann ich sie deaktivieren. Ich kann im Spectre-Büro in der Botschaft auf gesperrte Informationen zugreifen. Wenn ich was finde, gebe ich Ihnen Bescheid. Meister, schön. Mal so kleine so
So kleine Dinge nebenbei. Problematisch. Wir müssen irgendwie die Wärmeeinheiten stabilisieren, damit die Wassertemperatur konstant bleibt. Die Lage der Kolonie ist für unsere Spezies alles andere als ideal. Das Gelege ist in Gefahr, wenn wir nicht bald handeln. Natürlich. Ich tue alles, um zu helfen. Wir sind doch eine Familie. Die extremen Wetterbedingungen verlangen möglicherweise nach einer Technologie, die auf dem Markt gar nicht frei verfügbar ist. Ich habe Ihr Gespräch zufällig mitbekommen. Vielleicht helfen Ihnen diese Pläne für Wärmestabilisatoren. Das ist fantastisch. Die Kolonisten, meine Schwester, werden überglücklich sein. Danke, ich stehe tief in ihrer Schuld. Na bitte nicht. Bitte nicht. Es muss einen Weg für uns geben, an mehr medizinische Vorräte ranzukommen. Ich sagte Ihnen doch bereits, dass wir nichts abgeben können. Wir bezahlen auch. Es geht nicht um Geld. Durch den Krieg auf Palaven und den Putschversuch hier sind die Vorräte einfach zu knapp. Wenn mein Volk keine Antibiotika und Medigel bekommt, werden Tausende von uns sterben. Dann hätten sie sich einen besseren Zeitpunkt aussuchen sollen, um gegen die Geth in den Krieg zu ziehen. Es muss einen Weg für uns geben, an mehr medizinische Vorräte ranzukommen. Ich sagte Ihnen doch bereits, dass wir nichts abgeben können. Wir bezahlen auch. Es geht nicht um Geld. Durch den Krieg auf Palaven und den Putschversuch hier sind die Vorräte einfach zu knapp. Tali hat vor einigen Jahren die Citadel gerettet. Mäßigen Sie Ihren Ton. Sie haben recht. Wir sind im Moment alle ziemlich angespannt. Aber wir haben nicht mal genug Medigel für unseren eigenen Bedarf. Wir können Ihrem Volk gerade nicht helfen. Es tut mir leid. Verdammt. Danke, dass Sie versucht haben zu helfen. Wir finden schon einen Weg. Es wird sich sicher ein Weg auftun, Tali. Plötzlich solche Zweifel hast. Hören Sie, das Arschloch ist jetzt in Haft. Ihn zu töten bringt niemanden mehr zurück. Es geht um Gerechtigkeit. Der Mann ist ein Verräter und ein Mörder. Du hast gesehen, was er deiner Frau angetan hat. Und meinem Mann. Der hat nicht mal mit der Wimper gezuckt. Er ist böse, ganz ohne Zweifel. Was geht hier vor? Ich bin bei C-Sicherheit in Position. Locken Sie sie weg, dann gehe ich rein und mache den Kill. Antworten Sie nicht. Wir müssen das Gesetz durchsetzen, so wie immer. Sonst geht alles vor die Hunde. Sehen Sie sich mal Palaven an, mein Freund. Wir sind in der Hölle. Wir sollten nach Terroristen suchen. Der Rest kann sich um sich selber kümmern. So wie die Schlägereien, die Betrunkenen und die Randalierer da unten bei diesem Purgatory-Laden? Wenn wir uns darum kümmern, gewinnen wir dann den Krieg? Die Leute müssen jetzt ein wenig Dampf ablassen. Und wenn Vergehen nicht mehr geahndet werden, was hilft das dem Krieg? Je weniger Zeit mit Kleinigkeiten vertrödelt wird, desto mehr Geld hat die Citadel für die Verteidigung. Jeder auf der Citadel weiß mittlerweile, dass wir im Krieg sind. Sie müssen allen zeigen, dass C-Sicherheit nach wie vor am Ruder sitzt. Dieses Sicherheitsgefühl ist wichtig. Der Commander hat recht. Die Leute müssen jeden Tag zur Arbeit erscheinen. Wir müssen den Betrieb am Laufen halten. Ansonsten wird aus der heutigen Barschlägerei morgen ein Straßenaufstand. Ja, vielleicht haben Sie recht. Aber im Moment kommt mir das alles so unwichtig vor. C-Sicherheit? Ich habe Kontakt mit Jonas Sedaris in ihrer Zelle. Sie können über diese Konsole mit ihr sprechen. Danke. Wir brauchen Privatsphäre. Natürlich. Sie können danach auch Commander Bailey über dieses Terminal erreichen. Wer spioniert da jetzt wieder? Ah, ich sehe schon. Gut. Arias Zwangsarbeiterin bringt mich endlich in die Freiheit. Ich möchte vor der Freilassung noch mit Ihnen reden. Blödsinn. Sie haben keine Wahl. Und wenn ich draußen bin, rollen Köpfe. Oh ja. Sie haben viele meiner Leute getötet. Das habe ich nicht vergessen. Sparen Sie sich die Drohungen, Sedaris. Ich schmeiß sie zu meinen Opfern in ihre Särge. Erstklassig, oder? Sogar hier drin müssen sie mit mir verhandeln, weil ich die Macht habe. Ach, wirklich? Ja, mein Stellvertreter Sane ist eine willensschwache Kröte. Hätte er Eier, würde er selbst die Kontrolle übernehmen. Aber er widersetzt sich nicht. Er weiß es besser. Holen Sie mich jetzt raus, Shepard. Bailey soll mich freilassen. Bailey, ich war bei Sedaris. Sie ist verrückt, oder? Es wäre hirnrissig, sie rauszulassen. Sie ist eine Bedrohung.
Ich versuche nur, das Problem zu lösen. Klingt gut. Ich mache nichts, bis ich von Ihnen höre. Ja, da müssen wir eine andere Lösung suchen. Aber bei ihm waren wir gerade. Oh, das ist gerade so angenehm. Hier nur dumm rumlaufen. Was war hier? Narl? Du willst mich aber nicht zum Narl halten, oder? Wer ist die Narl? Na gut. Warte ein bisschen. Ich schau mal ins Logbuch. Wir speichern hier mal. Was? Ah, da ist jetzt aber... Da ist ja was dazugekommen, oder täusche ich mich da jetzt? Hä? Das schaut so viel aus. Keine Ahnung. Ja. Was wollte ich gerade? Logbuch. Ich wollte gerade ins Bockluch schauen. Was haben wir denn jetzt hier noch alles? Naja, es ist schon... Es ist noch nicht weniger geworden. Der Pfeiler, ein paar der Brüder, man muss hergestellt. Finden Sie jemanden auf der Citadel? Finden Sie einen Reaper? Citadel-Botschaft? Gott, das wird immer mehr. Kommt mir vor. Ein Turianer, ein... Finden Sie jemanden auf der Citadel? Finden Sie jemanden? Ermitteln, was? Eine Nachricht von Primarch Rictus deutet auf Volos Botschafter den Korlag aus möglichen Cerberus-Informanten hin. Ermitteln Sie gegen den Botschafter in den Präsidiumsbotschaften. Ach du Scheiße. Nö, keinen Bock mehr. Was ist hier? Schnell, Hände auf den Rücken. Sie werden gleich hier sein. Wovon zum Teufel reden Sie denn da? Von Creed, dem Bloodpack-Anführer. Wenn Arya ihn Shepard bringt, stehen seine Leute unter ihrem Befehl. Wir locken ihn nur raus, damit wir ihn ausschalten können. Kein guter Anfang für eine Freundschaft. Er kommt. Nehmen Sie die Hände auf den Rücken und tun Sie so, als hätte ich Sie verprügelt oder so. Wenn's schief geht, sind Sie dran. Ruhe! Arya Tilok ist mächtiger als Creed dachte. Erst ihre Anweisungen, unbemerkt auf die Citadel zu kommen. Und jetzt das. Commander Shepard. Nur damit Sie's wissen. Ihr Kopf wird die kühle Figur meines Privatshuttles. Halten Sie Abstand, Creed, und erfüllen Sie Aryas Bedingungen? Absolut. Arya kann Bloodpack nach Belieben einsetzen. Mit Ihnen habe ich nicht geredet. Grill? Was? Sie haben mein Wort. Feuer frei! Nicht ihn. Grill soll die Führung übernehmen. Er ist Aryas Dealpartner. Ja, ich bin Aryas Maulwurf, Shepard. Das alte Spiel. Eine Hand wäscht die andere. Kleiner Rat. Hintergehen Sie Arya nicht. Ich bin ehrgeizig, aber nicht verrückt. Aha. Aha. Gute Arbeit, Narl. Danke für die Waffe. Jederzeit. Grill und ich sagen Arya, dass wir grünes Licht haben. Na bitte. Na bitte. Wieder was geschafft. Ach, ist das geil. Ja, da geht mir doch glatt einer ab. Zip, zap, zarab, da ging mir glatt einer ab. Man sollte ihn erschießen. Gorik wird wegen Selbstmordanschlägen gesucht. Er hat Menschen und Batarianer getötet. Anschläge auf seine eigenen Leute? Warum?
Er gehörte zu einer Terrorzelle, die sich immer belebte Orte ausgesucht hat. Voya, Omega, diesen fanatischen Arschlöchern. Wir sind ja hier... Wie... Warte ein bisschen. Da war was. Warte ein bisschen. Jetzt kenne ich mich gerade nicht aus. Irgendwo war was mit einem oder wie heißt das? Volus. Volus, sind das nicht die Kleinen? Den Korlak. Volus, das sind ja die Kleinen, oder? Nochmals danke. Wenn wir die Störtech zu den Flüchtlingslager nach der Citadel gehen, langsam die Ressourcen aus. Und der Rat meldet, dass es schon bald zu Lebensmittelknappheit kommen könnte. Ja, die Volus sind die Kleinen, die Hana sind die Langen. Ja, genau. Also Fleischbällchen und, ja, Spaghetti. Ihr Name ist Tasha Poray. Natürlich. P-O-R-A. Bist du das? Nö. Bist du das? Nö. Nos Astra, da waren wir gerade. Ja, das wird jetzt noch ein Weilchen so weitergehen. Mhm. Sie ist ja so süß, die Kleine. Ja, ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier. Commander Shepard, ich glaube, ich weiß jetzt, was meiner Verstärkung zugestoßen ist. Wie bitte? Ich bin bei C-Sicherheit in Zivil und mit einer Waffe. Ich weiß, wann's vorbei ist. Lassen Sie mich nur erklären. Captain Aaron Summers, Allianz Marines, im Ruhestand. Captain Summers? Es gibt hier einen Gefangenen, einen C-Sicherheit-Officer, der Cerberus geholfen hat. C-Sicherheit hat ihn verhaftet, als sie den Putsch vereitelt haben. Jetzt will er für einen Deal Cerberus ans Messer liefern. Warum erzählen Sie mir das? Weil er keinen Deal verdient. Er hat bei dem Putsch Leute getötet. Gute Leute. Und er war bei der Allianz, wie wir. Er ist ein Problem, das wir lösen müssen. Wenn Sie den Mann niederschießen, entehren Sie die Uniform genauso wie er. Nein, tue ich nicht. Ich mag diese Deals genauso wenig wie Sie. Aber die Information wird Leben retten. Sagt wer? Unsere Vorgesetzten, denen wir Gehorsam und Vertrauen geschworen haben. Captain Summers. Jawohl, Commander. Tut mir leid, Commander. Ich werde es nicht tun. Danke. Die Reaper-Truppen setzen ihre Angriffe Weg ist er. Ja, was soll ich euch dazu noch sagen? Wir haben heute wieder Leben gerettet. Wir haben Geld ausgegeben. Ja, es kann nur mehr besser werden. Jetzt müssen wir nochmal rausfliegen. Aber ich will diesen Volus-Wissenschafts-Dingens-Bums-Dingsbums. Noch eine gefunden? Ja, die Jungs in Sakira auch. Sie konnten sie entschärfen. Okay. Na schön. Und wenn es gibt keine Opfer, lernen wir alle töpfern. Mhm. Nein, die Kroganer können als einzige Spezies auf toxischen Welten kämpfen. Sie müssen also unterstützt werden. Also im Idealfall so etwas wie ein Kakliosaurier. Sie sind trittfest im Gebirge, immun gegen Toxine und ihren Reitern gegenüber unbedingt loyal. Ja, sie wären perfekt. Leider wurden sie während des Rachni-Krieges ausgerottet. Wenn wir also nichts Neues herstellen können, müssen die Kroganer auf toxischen Welten zu Fuß und ohne Unterstützung kämpfen. Ja, jetzt hast du es benannt. Alter Verwalter, da gibt's noch so viel zu tun. Nee, von dir braucht man nichts. Jetzt möchte ich nur schauen, haben wir jetzt da die... Das waren ja... Bloodpack, genau. Okay, Bloodpack. Und... Bist du deppert? Die Blue Suns. Sprechen Sie im Flüchtlingslager? Flüchtlingslager der Citadel. Wir brauchen einen Aufzug oder so irgendwas. Oder ein Transport-Dingsbums. Wenn ich sein Arzt wäre, würde ich den Stecker ziehen. Es wäre nicht gut, wenn ich stirbt. Er könnte uns zu anderen verdächtigen. Aber nur würde mich interessieren, wo dieser Botschafter ist, dieser eine, den sie gemeint hat. Warte ein bisschen. Ja, aber wo ist das Flüchtlingslager?
Weiß ich nicht. Nur mal schauen. Spectre-Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Wenn Sie Fragen haben, ersuchen Sie bitte ein Avina-Terminal um Unterstützung. Ich schau nochmal dahin. Und dann hören wir aber auf. Bist du deppert? Das ist einiges gegangen, aber so lange wollte ich nicht spielen. Sie können die Leute nicht abweisen. Doch, das können wir. Sagen Sie Ihren Freunden, sie sollen die Schiff auf der Antwortcode terminieren. Ich glaube, wir müssen dahin. Das können wir noch machen. Blue Suns. Sprechen Sie im Flüchtlingslager der Zitadelle mit Dana Vosk. Darner Vosk. Darner. Naja, so einen hässlichen Hund werden wir wohl finden, oder? Ich warte. Du wartest. Auf wen denn? Auf meine Eltern. Sie haben mich in den Rettungstransporter gesteckt und gesagt, Haltet durch, meine Brüder und Schwestern. Wir haben schon früher widrig... Willkommen bei Batarian State Arms. Denkt an die Pfeiler der Stärke. Treten Sie für Ihr Volk ein mit Batarian State Arms. Zeigt der Galaxie unsere Entschlossenheit. Oh. Ich weiß, dass euer Glaube geschwächt ist. Batarian State Arms. Wir verteidigen die Hegemonie. Aber wenn ihr die Pfeiler der Stärke in euren Herzen behaltet, bitte, gebt nicht auf. Ich habe Ihre Pfeiler der Stärke aus dem Milan-Nest beschafft. Sie gehören Ihnen und warten in Bucht D24 auf Sie. Danke. Im Moment Blutdruck in Ordnung. Bis jetzt keine Infektion. Kann ich mit ihm reden? Nur wenn es wichtig ist, Commander. Es geht ihm sehr schlecht. Ich reduziere das Sedativ ein wenig, aber beeilen Sie sich. Seine Überlebenschancen stehen 50-50. Sind Sie Gorek? Gehen Sie. Gibt nichts zu sagen. Auch nicht, was ein Terrorist auf der Citadel macht? Sie! Kenne ich Sie? Jeder Batarianer mit Verbindung zu Aratot kennt Ihr Gesicht. Der Planet, den die Alpha-Portal-Explosion zerstört hat. Sie haben eine Kolonie ermordet. Leider bin ich zu schwach. Ja, normal, normal bin ich nicht so empathielos, aber... Ich habe das Aratot-Portal zerstört, damit die Reaper nicht eindringen. Es ist leicht gesagt, jetzt wo Sie da sind. Heucheln Sie bloß kein Bedauern. Ja, ich tu's einfach. Pff, keine Ahnung. Ich hatte Schuldgefühle. Ich habe eine Kolonie zerstört. Ich dachte an die Opfer und daran, dass ich sie nicht rechtzeitig warnen konnte. Ich hatte letztlich keine Wahl. Aber es tut mir wirklich aufrichtig leid. Wenn Sie das so bedauern... Wenn Sie Schuldgefühle haben, seien Sie barmherzig. Stellen Sie die Maschine ab. Ich will zu meiner Familie. Alter, das Spiel stellt die vor Fragen und Entscheidungen. Machen Sie Schluss, ich will zu meiner Familie. Scheiß drauf. Danke. Bitte was? Prediger? Da haben wir eingekauft, wie die Blöden.
Wow. Mit dem hatte ich jetzt nicht gerechnet. Plus 5 Ruf, na bitte. Sie dachten, ich würde bluffen, stimmt's? Was? Ich hörte gerade James, oder täusche ich mich da? Same. Ich fass es nicht. Hier ist er. Wow. Aria hat nicht geflunkert. Der große Commander Shepard an einer Leine. Ich habe eigene Gründe für mein Hiersein, Woske. Aber natürlich. Wie auch immer, sagen Sie ihr, ich sei beeindruckt. Aber um Geschäfte zu machen, muss erst mein kleines Problem gelöst werden. Und das wäre? Ein turianischer General namens Oraka hat es auf die Blue Suns abgesehen. Er beschwert sich massiv über unsere Aktivitäten in diesem Sektor. Sobald Oraka tot ist, kann Aria über meine Leute verfügen. Hinter Orakas Beschwerden steckt doch bestimmt mehr. Wir machen lediglich kleine Überfälle entlang der Handelsrouten. Mit Arias Zustimmung übrigens. Oraka ist nichts als ein militärisches Fossil, das aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist, um die glorreichen Tage wieder aufleben zu lassen. Und seine Existenz zu rechtfertigen. Sein Verlust schadet ihrem Krieg nicht. Aber die Dienste der Blue Suns, nun, sie wissen ja, wie wir arbeiten. Sie müssen sich nicht mehr lange Sorgen um Oraka machen. Ich liebe es. Shepard entsorgt den Müll der Blue Suns. Diese Aria ist schon was ganz Besonderes. Und, sagen Sie Aria, dass ich immer noch mit ihrem blauen Hintern in meinem Bett rechne. Was gibt's denn, Shepard? Wussten Sie davon? Könnten Sie etwas präziser sein? Dana Woske erwartet, dass ich General Oraka töte. Wen interessiert, was Woske will? Oraka muss doch nur damit aufhören, seine Aktionen zu stören. Ich dachte, wenn Sie mit Oraka reden, können Sie ihn dazu bringen, dass er sich zurückzieht. Und wenn er nicht vernünftig wird, rufen Sie mich und ich kümmere mich darum. Nee, ja. Wir sind jetzt eh schon mittendrin. Ja, was war's? Ja, Ich sehe da drauf. keinen Unterschied. Der Unterschied ist, dass ich ihm die Chance gebe, sein Leben zu retten. Klar. Und warum haben Sie mir das nicht selbst gesagt? Weil Woske Sie persönlich sehen musste, um zu erkennen, mit wem er es zu tun hat. Außerdem könnte ich es nicht ertragen, wenn mir der Dreckskerl nochmal auf die Titten starrt. Dann würde ich ihn nämlich umbringen. Ja, er hat erwähnt. Dass ich mit ihm schlafen werde? Wir haben alle unsere Wahnvorstellungen. Ich meine, ein bisschen ein missstückiges Miststück ist sie ja schon, die gute Aria, gell? Hä? Shepard VI. Verkäufer. Haben Sie eine Kopie einer Shepard VI? Meinen Sie die auf Basis der Kriegsheldin? Wir haben sie gesperrt, nachdem ein Kind Limonade über der Hardware verschüttet hatte. Ich schalte sie frei, aber lauffähig ist nur die Demo-Version. Na danke. Wer bist du? Bereit machen, Männer. Darum bin ich nicht hier. Ich will über Jonas Sedaris Freilassung reden. Oh, dann koordinieren Sie das also, richtig? Es war meine Idee. Aria wollte die Unterstützung von Eclipse. Und ich hole auf diesem Weg den Boss raus. Sie sollten Eclipse leiten. Hä? Sie könnten das. Lassen Sie Sedaris im Knast und machen Sie den Deal selbst. Das wäre ein Aufstieg. Und Aria würde mir die Führung überlassen? Warum denn nicht? Okay. Dann machen wir das so. Sedaris bleibt im Knast. Ich rufe sofort Aria an. Guter Mann. Wurde aber auch Zeit. Was? Wurde auch Zeit. Versteh nicht. Wollt ihr mich verarschen? Sie dachten, ich würde bluffen, stimmt's? Da ist er. Der Jammes.
Da schauen wir gleich hin. Oder schauen wir gleich hin. Ich kann Ihnen die Position einiger Ruinen nennen. Komm schon. Indianische Ruinen, auf Dai-Hinnom im Hades. Wenn Sie an den Reaper-Patrouillen vorbeikommen, finden Sie dort bestimmt was Wertvolles. Das muss doch irgendetwas so wert sein. gefällt mir Bitte, das. meine Familie hungert. Und es geht weiter. Wir werden... Naja. Ich fasse es nicht. So, mit ihm reden wir noch. Aber dann reicht's mir für heute. Hey, Commander. James, amüsieren Sie sich? Ja. Verlieren Sie nicht alles. Diese Kleidung gehört der Allianz. Etwas mehr Vertrauen, Commander. Ein bisschen habe ich durchaus. Wurde aber auch Zeit. Na gut. Weißt, jede Minute, wo wir hier herumlaufen, wird es ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Ich erkenne Sie. Sie sind Commander Shepard. Und Sie müssen Taktis sein, der als Anführer der Flüchtlinge gilt. Ja, jemand muss ja für etwas Ordnung sorgen. C-Sicherheit hat den Zugang zur Citadel eingeschränkt. Und viele Verzweifelte können nirgendwo mehr hin. Und medizinische Vorräte brauchen Sie auch. Dr. Chuck Was erwähnte einen für alle sinnvollen Handel. Ich war bewusst deutlich. Die Allianz ist meistens ziemlich egoistisch. Vertrauen ist in diesen Zeiten selten geworden. Ich weiß, Sie brauchen unsere Militärvorräte, aber die sind viel wertvoller als Ihre medizinischen. Ihr Angebot war nicht ausreichend. Ihre Leute brauchen unsere Vorräte und meine Leute brauchen ihre für den Kampf, um wenigstens einen kleinen Vorteil zu haben. Unsere Mission rettet vielleicht alle. Sie sollten nicht kleinlich oder misstrauisch sein. Im Alltagsstress vergisst man leicht, dass wir das alles gemeinsam durchmachen. Meine Leute kontaktieren Sie. Sie bekommen die Vorräte so schnell wie möglich. Na bitte, wieder was geschafft. Ich bin zu gut. Nein. Verdammt, ich sag's Ihnen doch. Jemand hat die Medigil-Spender sabotiert. Nein, wenn ich den Täter kennen würde, hätte ich ihn doch verhaften lassen. Es ist doch egal. Aha. Ich hingegen finde es schon wichtig, wenn mir turianische Soldaten wegsterben, weil ich sie nicht versorgen kann. Okay, das wird in den kommenden Aufnahmen noch ein relativer Spaß. Da müssen wir noch für Ordnung sorgen. Medigel-Spender. Also das ist er. Wir werden die Pfeiler in unseren Herzen bewahren. Ja, ich auch. Ja genau, im Herzen und im Darm. Da bleibt's auch schön warm, gell? Sie können die Leute nicht abweisen. Doch, das können wir. Sagen Sie Ihren Freunden, sie sollen ihr Schiff aus der Andockbucht manövrieren. Warten Sie bitte. Meine Familie ist an Bord. Lassen Sie sie landen. Ich bezahle auch dafür. Es geht nicht um Geld. Die Bezirke können keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen. Wir haben einfach keinen Platz. Können Sie nicht doch noch ein paar Leute mehr unterbringen, Officer? Und wer zum Teufel sind Sie? Oh, Commander Shepard. Wenn Sie dieser Ansicht sind, dann werde ich einen Platz für Sie finden. Meine Familie kann also andocken? Commander Shepard hat Ihrer Familie die Freigabe erteilt. Aber Sie sollen sich beeilen. Danke, Commander. Vielen Dank. Ja, mach das Beste draus. Ich komme zurück und verprügel dich. Mhm. So, da. Ja, ich würde sagen, wir lassen es jetzt hier dabei. Geschafft haben wir eh einiges jetzt in dieser Aufnahme. Bist du deppert. Das war jetzt wieder mal leichte Kost nach Shepards Doppelgänger und Leviathan. Aber ich glaube, unsere Lage ist nicht aussichtslos am Logbuch. Wir werden es, glaube ich, schaffen, wenn wir es weiter tun, dass Shepard überlebt. Und mehr habe ich jetzt momentan nicht als Ziel. Finden Sie einen Weg, mit Oraka fertig zu werden. Eclipse. Das ist alles noch Citadel. Ja. Wir sind noch eine Weile auf der Citadel beschäftigt. Und
so gut wie es geht. Die Ärztin von dann... Okay, ich glaube, da muss ich dann der Dings Bescheid geben, ne? Der Ärztin auf der... Ach, da gibt es doch so viel. Ach du Scheiße. Im Purgatory, da könnte man kurz hinschauen. Eigentlich wollte ich aufhören, aber irgendwie komme ich gerade nicht los. Die Freilassung von Sidaris ausgesetzt, ausgerechnet auf Anraten von Arya T'Loak. Verrückt. Das können Sie laut sagen. Danke für Ihre Hilfe, Shepard. Ja. Spectre-Status erkannt. Purgatory. Einen Moment, bitte. Wie gesagt, wir sind sicher, ja, ich würde mal sagen, wir werden sicher noch eine Stunde herumlaufen. Nee, ich mag jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt innerhalb von 3 oder 4 Tagen... Schwere Panzerung garantiert deine Sicherheit? Ich habe Berichte über eine... Naja, ich glaube 7 bis 8 Stunden sicher aufgenommen, das mag ich nicht mehr. Aber er tut trotzdem weiter, gell? Er ist ja wirklich ein Spaßvogel. Ach du meine Güte. Hier mal ein bisschen durchschauen. Du bist niemand. Joker. Weißt du was, den schnappen wir uns später. Wer bist du? Hör doch auf, die Moral ist im Keller. Die Truppen brauchen etwas, das ihren Kampfgeist zurückbringt. Erinnert sich noch jemand an die Geschichten über das erste Regiment auf Castellus? Sie waren in der Unterzahl und wussten, dass sie sterben würden. Aber sie haben für das Reich weitergekämpft. Boah, wir werden noch so viel zu tun haben. Aber ich glaube, dass wir in den nächsten Stunden unsere... Tonnenweise medizinische Vorräte ein. Ich habe einen Kontakt bei Zorn. Einige Kisten mit Medigel liegen schon seit Wochen in den Docks rum. Kurz einen Blick. Besorgt uns ein paar herrenlose Kisten. Sie stellen ihr Schiff bereit und wir teilen den Gewinn. 50-50. Was halten Sie davon? Ich sollte ihre verdammte Kehle aufschlitzen. Was? Naja. Da ist die Edi. Mit die zwei möchte ich auch noch reden. Ja, weißt du was? Ich verlasse euch jetzt. In den letzten 2 Tagen genug aufgenommen. Das mag ich momentan nicht mehr. Okay. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir weitermachen. Machen wir hier noch weiter, weil wir hätten ja genügend zu tun. Du bist... Was waren die nochmal? Keine Ahnung. Ja, also dann. Ich wünsche dir was bis zum nächsten Mal und ich hoffe, du hattest wieder ein bisschen Spaß. Es war ja ziemlich storylastig und wir müssen darunter, glaube ich. Aber wie komme ich darunter? Na egal. Bis zum nächsten Mal und Baba.